Ja, gelehrte Leute sind oftmals Narren. Haben fast alle gern sparen. Ganz wurscht, was für ein Fach sie haben, jeder spinnt, so gut er kann. Letzt aber hab ich was gehört. Das war meinetwegen recht gelehrt, doch ganz verrückt und überzwerg. Da hat ein Mann bei Heidelberg in so einer alten Kiesgrube, glaub, ein Menschenkinnlad ausgegraben. So etwas kommt doch alle Jahre in ganz Europa oftmals vor. Und es kümmert sich kein Teufel drum. Diesmal aber ist es anders gekommen. Mit dicken Brille auf der Nase und einem armen Metermaß, mit Reißzeichlub und Mikroskop sind die Professoren angeschoben und fangen an, als wie me Schucke mit Ziegle, Messer und mit Gucke und schrumpeln so gelehrt ist dann. Zum Schluss sagt einer: Meine Herren, die Messung zeigt zur Evidenz die Gattung Homo sapiens, und zwar höchst primitiv beschaffen, ein Zwischenglied zum Menschenaffen. Wir haben damit jedenfalls den Urbewohner unserer Pfalz. Sein Alter ist so ungefähr die Zeit kurz nach dem Tertiär, wodurch wir niedrigst angenommen auf 100.000 Jahre kommen. So sagt er, ohne sich zu schämen. Ja, so gottlos Zeich ins Maul zu nehmen, ja, der in seiner Bibel lese, wie's dort auf Seite 1 tut hese, da der sich das nicht erlauben, auf 100.000 Jahre zu glauben. Nee, ich glaub, der Mann tut's rappeln. Sonst kennt er ja kein Blödsinn babbeln, als wie wir haben jedenfalls den Urbewohner unserer Pfalz. Nee, ja, was klingt es so gelehrt und ist doch närrisch und verkehrt. Drum bin ich selbst vor 14 Tagen nach Heidelberg mit meiner Frau, weil in so ernster Sache ich mir gern meine eigene Meinung mache. Und Gott sei Dank, es ist gelungen, wir haben die Sache da rausgebrungen. Die Sache ist so, die Kinnlad dort stammt von einer alten Menschensort, fast grad so und so widerlich beschafft wie so beim Orang-Utan auf. Da muss gefressen haben wie die Bären. Fleisch, Obst, Quetsche, Samtekehren, Dickwurzeln, Gras und Riebenkrutze und Sand und Lehm, so wie die Wutze. Da war kein Maul, wie wir eins haben. Wo ist ein Schnuss herausgestanden. Ganz dick und eklig und so rund, so breit, wie beim Bulldoghund. Ihr Mädchen, stellen euch mal vor. Ihr werdet selbst mal geboren und es käme ein Kerl mit so einem Schnuss und wollt von euch einen Kuss. Dann merkt man's erst, wie angenehm Kisschen wär von unserem. Drum tut's uns Pelzer bitter kränken, dass heut noch viel Gelehrte denken, dass so ein wüster Kerl wie der am Ende der Pelzer Urmensch wär. Nee, die Pelzer Urwärtsleut, das waren Leut so wie mir heut. Schön, stramm, schneidig, gesund, da war kein Schnauz wie beim Hund. Konträr, die Mäd haben sich geriss Pelzer Urwälzkiss. Und wenn heut ein Gelehrter käm und sage zu unserem, tja, wie kommt's denn aber, dass gerad im ehemaligen Pfälzer Staat der Knochen ist gefunden worden und nirgends sonst an anderen Orten? Da tät ich sagen, mein Herr, da sind sie Der Knochen da stammt vom Herr, der war wie Sie so blöd und dumm und ist wie Sie von auswärts gekommen.